Und hier neben mir, diese Herrschaften, die heißen Kölsche Funken Rot-Wies und sind die Botschafter des Rheinischen Frohsinns bereits schon seit 1823 und sind damit das älteste Traditionschor in ganz Köln. Stimmt das? Oh, wunderbar. Beide Seiten. Das ist schön. Und dekoriert bin ich auch schon. Und hinter Ihnen, da liegt das längste Bett Deutschlands, nämlich das Flussbett des Rheins. Und Vater Rhein ist in den Wochen vor der Fasnacht natürlich eingestellt auf Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und zwar von Kopf bis Fuß. Und ich stehe hier jetzt gewissermaßen mit den Funken am Fußende des Bettes. An Spitze wird's ja an, wir lassen uns nicht dran fummeln. Hier ist schon richtig was los bei meinen rheinischen Frohnaturen. Jetzt muss ich doch mal fragen, kann ein Kölner ohne Karneval leben? Eigentlich nicht. Das ist ein Stück von unserer Lebensart, das gehört zu der Stadt, das muss man feiern. Also Köln und Karneval, das gehört einfach zusammen. Und gefeiert wird in den närrischen Tagen bis zum Aschermittwoch nicht nur hier in der Domstadt, sondern überall entlang des Rheines. Und genau das wollen wir Ihnen ja zeigen bei unserem unterhaltsamen Streifzug durch die Hochburgen des Humors am Rhein. Also von Konstantia bis Kolonia, von Konstanz bis Köln. Und Werner, bei dir ist auch schon einiges los, oder?